Schönen Abend miteinander. Wie viele denken, Gott ist groß? Halleluja. Singen wir zusammen. Halleluja. Vamos. De generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Deine Gnade, sie lebt für immer. Herr, du bist gut, deine Gnade, sie lebt für immer. Aus allen Völkern, aus jeder Nation, von Generation zu Generation, wir feiern dich. Halleluja, Halleluja, wir feiern dich, denn du bist gut. Wir feiern dich. Halleluja, Halleluja, wir feiern dich, denn du bist gut. Du bist gut. Halleluja. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Amén, amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Du bist gut, alles Heil, bist du gut, du bist gut, alles Heil, bist du gut, du bist gut, alles Heil, bist du gut, du bist gut, alles Heil, bist du gut. Herr, du bist gut, deine Gnade, sie nährt für immer. Herr, du bist gut, deine Gnade, sie nährt für immer. Herr, du bist gut, deine Gnade, sie nährt für immer. Herr, du bist gut, deine Gnade, sie nährt für immer. Aus allen Völkern, aus jeder Nation, von Generation zu Generation, wir feiern dich. Halleluja, Halleluja, wir feiern dich, denn du bist gut. Wir feiern dich. Halleluja, Halleluja, wir feiern dich, denn du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Du bist
Aleluya. Aleluya, Jesús. Tú eres santo, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantarán a aquel que ya venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. You walk in freedom, and if you bear his name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation's cry. Más alto, tu nombre es más grande, tu
Halleluja. Himmlischer Vater, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben deinen Namen. Der Name Jesus ist über alle anderen Namen. Und wir danken dir, bist du heute Abend mitten unter uns. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade und ganz besonders für deine Gegenwart heute Abend. Danke, Vater, wir lieben dich und preisen dich im Namen Jesus Christus. Amen, Amen. Herr, preis den Herrn. Halleluja. Bitte nehmt doch Platz. Ganz herzlich willkommen, guten Abend, buenas noches. Und jetzt höre ich auf mit Spanisch. Schön, dass ihr alle da seid. Auch ganz besonders, ihr liebe Familie von Talwil. Ich bin der Pastor von Talwil, ich heiße Oliver Frischknecht, aber auch Meilen sind zugeschaltet. Herzlich willkommen zu diesem Gebetsabend. Heute ist ja bereits schon der 12. Abend und ich könnte mir gut vorstellen, dass alle von euch schon Zeugnis haben, wie Gott in eurem Leben gewirkt hat, in diesen 12 Tagen. Amen. Ich glaube, Gott wirkt durch das Gebet und er wirkt auch heute Abend. Preis den Herrn. Es geht ja um die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes ist nicht immer so einfach zu verstehen, was das überhaupt bedeutet. David hatte einmal gesagt, wohin ich auch immer gehe, wenn ich zu den äußersten Meeren gehe, auch dort ist Gottes Gegenwart. Aber heute sprechen wir nicht über die allgemeine Gegenwart Gottes, wir sprechen über die ganz persönliche Erfahrung, die wir machen können mit dem Herrn. Die persönliche Gegenwart Gottes in unserem Leben. Was ist es? Für mich ist es ein wärmendes Feuer in einer bitterkalten Nacht. Zu Hause haben wir eine Schmine. Unsere Heizung funktioniert nicht immer so richtig und ich bin so froh, dass wir eine Schmine haben. Da kann ich Holz hineintun und ein Feuer machen und es ist angenehm warm. Für mich ist die Gegenwart Gottes ein Licht in der Finsternis. Es ist eine Festung, eine uneinnehmbare Festung in der Schlacht. Es ist der Frieden Gottes selbst. Könnt ihr euch an Jesus Christus erinnern? Er war mit seinen Jüngern im Boot auf dem See Genezareth und der Sturm kam und die Jünger, die hatten Angst. Das waren Fischermänner, die hatten Angst. Aber Jesus, was machte er? Er war am Schlafen. Er hatte Ruhe. Er hatte Vertrauen. Und genau so ist es für mich die Gegenwart Gottes. Es ist der Ort, wo wir Vertrauen haben in den Herrn, wo wir wissen, alles ist okay. Es ist das Auge des Sturms. Meine Frau kommt von Louisiana, New Orleans, Louisiana in den Vereinigten Staaten. Und dieser Staat und diese Stadt wird immer wieder heimgesucht von Hurricanes. Weiß jemand von euch, was ein Hurricane ist? Das ist ein Sturm, ein riesiger Sturm, vielleicht 200-300 Kilometer Ausweite. Und da kommen die Winde mit 200 Stundenkilometer daher, mit sehr viel Regen und Wasser. Und meine Schwiegereltern haben dort ihr Haus verloren, es stand unter Wasser für mehrere Monate, haben alles verloren durch diesen Sturm. Und das Interessante ist, wenn man einen Hurricane von oben ansieht, von einem Satellitenbild, sieht man, dass es in der Mitte wie ein Auge hat. Das Auge des Sturms. Und wisst ihr, was das Besondere ist? In dem Auge des Sturms ist es ruhig. Da geht gar nichts. Ist es ganz ruhig. Und für mich ist die Gegenwart Gottes dieses Auge des Sturms. Es kann um mich herum toben und wüten, aber dort im Auge, da habe ich den Frieden Gottes. Da habe ich die Gegenwart Gottes. Jetzt will Gott, dass wir zu ihm kommen. Wir alle wollen die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wer von euch will das nicht? Ich will es jeden Tag, die Gegenwart Gottes, die persönliche Gegenwart Gottes. Aber wie kommen wir dorthin? Das passiert nämlich nicht automatisch. Die Bibel erzählt uns oder sagt uns, dass wir auch etwas dazu beitragen sollen. Und etwas, das ganz wichtig ist, lesen wir im Jakobus 4, 7 bis 8. Jakobus 4, 7 bis 8. Dort heißt es, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Das Erste, was er hier sagt, wir sollen uns
demütigen oder unterwerfen zu Gott. Wir sollten nicht in Gottes Gegenwart kommen und ihm sagen, was er zu tun hat. Er ist der König, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und wenn wir in seine Gegenwart kommen, dann kommen wir demütig. Wir fragen, was willst du? Was kann ich tun? Was ist dein Plan? Was bewegt dich, o Herr? Ich will bewegt werden mit den Dingen, die dich bewegen. Ich will geführt werden von deinem Geist. Er muss nicht mir nachfolgen und tun, was ich will. Ich folge ihm nach. So kommen wir also mit einer demütigen Haltung. Wir unterordnen uns Gottes Wille und Herrschaft. Es bedeutet, dass wir ihn an erster Stelle setzen, an erster Stelle und im Gehorsam leben. Das findet statt in den Familien, an der Arbeit, in der Freizeit, wo ich auch immer bin. Unser Anliegen soll sein, dass er zuerst kommt. Nicht, was ich will, was er will. Selbst Jesus hat gebetet, Herr, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. So, wir unterwerfen uns Gott, wir demütigen uns für Gott. Dann heißt es, widersteht dem Teufel. Viele Menschen glauben nicht, dass der Teufel existiert. Ich glaube es, die Bibel sagt es ganz klar. Wie sonst könnte man all dieses Leid in der Welt erklären, wenn es nicht diesen Feind gäbe, Satan, der vieles zerstört. Sich Gott oder dem Teufel widerstehen heißt, dass wir aktives Handeln gegen die Versuchung und das Böse. Wir sind nicht gleichgültig dem gegenüber, was passiert in der Welt. Es ist uns nicht gleichgültig, wie es unseren Nachbarn geht, wie es unserer Familie geht. Wenn Satan kommt und versucht, unsere Familien zu stehlen, unsere Kinder zu stehlen, wenn er versucht, unsere Arbeit zu zerstören, dann müssen wir ihm widerstehen. Widerstehen heißt auch feststehen im Glauben. Wie ein Fels in der Brandung. Satan wird kommen. Aber wenn wir unser Leben auf dem Wort Gottes aufbauen, auf diesem Felsen, dann können die Wellen kommen und wir bleiben stehen. Wir weichen nicht zurück. Die Welt will uns in eine Strömung hineinreißen, in ein Denken, in eine weltliche Philosophie. Aber Gott will, dass wir feststehen im Glauben und uns zu dem bekennen, was er uns in seinem Wort gegeben hat. Dann heißt es, naht euch zu Gott. Das heißt, Gott lädt uns ein, eine tiefere Beziehung mit ihm zu haben. Als ich meine Frau zuerst kennengelernt habe, ich komme von der Schweiz und sie von New Orleans, und ich musste irgendwann wieder zurück in die Schweiz. Ich habe sie dort in einer Gemeinde kennengelernt und wir hatten viele Telefongespräche. Und zu diesem Zeitpunkt, das war in den Ende 80er Jahren, schon lange verheiratet, das war sehr teuer. Und wir hatten eine Fernbeziehung für einige Monate. Und natürlich will man die Stimme der anderen Person hören. Aber es ist doch viel besser, die Hand zu halten, den Arm um die Schulter zu legen, zusammen unterwegs zu sein. Das ist doch viel besser. Gott will nicht, dass wir eine Fernbeziehung mit ihm haben. Er will eine persönliche Beziehung. Er will deine Hand halten. In deiner Familie, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, an der Arbeit. Er will deine Hand halten und mit dir aus dem Weg gegangen und für 20 Jahre kein Wort. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Sie haben sich nicht mal geärgert übereinander. Einfach nichts gesagt. Nun, er will, dass wir mit ihm sprechen im Gebet. Wir lieben es zu sprechen. Aber können wir auch zuhören? Können wir Gott zuhören, wenn wir sein Wort lesen? Sprechen wir mit ihm und finden wir heraus, was er von uns will. Aber er will nicht nur etwas von uns. Er will unser Freund sein. Er will eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Der Herr liebt uns so sehr, er will mit uns sprechen. Ja, er ist der Schöpfer vom Universum und trotzdem hat er persönliches Interesse in jedem Einzelnen von uns. Halleluja. Wir lesen das Wort, wir studieren das Wort, wir denken darüber nach. Das ist der Weg, wie wir uns Gott auch nahen können. Und dann heißt es, reinigt die Hände, heiligt die Herzen. Was bedeutet das? Reinigt die Hände, das sind die äußeren Aktionen, das ist das, was wir tun. Das sind die Dinge, die die Menschen sehen.
Und die Herzen, da geht es um die Einstellung, da geht es um meine Gedanken. Und wie viele von euch stimmen mit mir überein, dass das größte Schlachtfeld im Herzen ist? Das ist unsere Seele, unsere Gedanken, unsere Emotionen. Was gibt es da für Kämpfe? Und wir sind froh, dass das niemand sehen kann, außer der Herr. Und sonst würden wir uns alle vermutlich sehr schämen. Die Gedanken, die manchmal kommen, die Gefühle, die wir manchmal haben. Und Gott will, dass wir unsere Herzen reinigen, dass wir reine Herzen haben. Wie können wir das tun? Wir bekennen unsere Sünde vor Gott. Wir sagen ihm, es tut mir leid, dass ich wieder falsche Gedanken hatte. Meine Emotionen, vielleicht war es Eifersucht, vielleicht war es etwas anderes, Hass oder Lust oder irgendetwas. Und der Herr sieht es. Aber weißt du, was das Schöne ist am Herrn? Er verurteilt dich nicht. Er verurteilt dich nicht. Er bittet dich, zu ihm zu kommen, deine Lasten auf ihn zu werfen und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist nicht etwas Schönes zu wissen, Gott reinigt mich? Auch wenn ich 7-mal versagt habe, 7-mal, 70-mal versagt habe, Gott vergibt mir immer wieder von Neuem. Und das finde ich das Tolle an Gott. Ich weiß nicht, meine Vergebungskapazität, vermutlich ist das ein bisschen beschränkt. Ich übe mich darin, Menschen zu vergeben. Aber Gott vergibt uns immer. Und das ist etwas Wunderschönes. So, wir sollten aufhören mit Dingen, von denen wir wissen, die gefallen Gott nicht. Wir sollten aufhören mit Gedanken und Emotionen, die uns wegbringen von dem Herrn. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns zuerst demütigen vor Gott. Dass wir Satan widerstehen durch Gottes Wort. Dass wir uns Gott nahen im Gebet, im Bibelstudium. Dass wir reine Hände haben und ein heiliges Herz. Halleluja. Wenn wir das uns zu Herzen nehmen, dann erleben wir die Gegenwart Gottes immer mehr und mehr. Amen. Amen. Preis den Herrn. Wir haben jetzt eine persönliche Gebetszeit, wo wir einfach beten, vor den Thron Gottes treten. Und es ist so schön, dass wir das tun können, zusammen, gemeinsam. Vielleicht kannst du auch den Herrn beten, dass er dein Herz erforscht. David hat gesagt, Herr, erforsche mein Herz. Vielleicht kannst du beten, dass Gott uns die Kraft gibt, seinen Willen umzusetzen. Und vielleicht kannst du auch das Vaterunser beten, einfach für dich selbst. Jesus hat uns dieses Gebet gegeben, um miteinander zu beten. Wenn jemand Gebet braucht, kann er auch zum Kreuz kommen. Dort gibt es Hilfe beim Kreuz und auch in der VIP-Lounge draußen. Wenn jemand Gebet braucht, kann er dorthin gehen. Halleluja. Nehmen wir uns Zeit für das Gebet. Ich möchte ganz schnell darauf hinweisen, draussen im Foyer ist Gebet für VIPs. Also wenn ihr gerne für eure Freunde beten, dann geht doch raus. Jetzt ist ein Team, das sich für das vorbereitet hat, um heute besonders für das auch zu beten.
sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega, a teus pés abandonar, o meu crer, meu duvidar, eis a minha entrega. Toma o teu lugar. Sobre a minha vida, reina sobre a minha vida, toma o teu lugar e reina sobre a minha vida, reina sobre a minha vida. Ich leg alles vor dir ab. Kronen im Ballast, gib das ganze Leben, gib das ganze Leben. Ich leg alles vor dir ab, Lüge, Zweifel, wo ich bin, gib das ganze Leben. Ich schaffe jetzt Ruhe für dich. Confido me na temida, confido me na temida. Ich habe jetzt Ruhe für dich. Confido me na temida, confido me na temida. Ich habe jetzt Ruhe für dich. Confido me na tempina, confido me na tempina. Ich habe jetzt Ruhe für dich. Confido me na tempina, confido me na tempina. Ich sehe mit meinen geistlichen Augen Jesus. Er ist auf den Wolken. Er ist da oben. Ich sehe seine Kleider, so weiß und so glänzend weiß. Ich sehe auch seine Augen. Und die sind voll von Liebe und Erbarmen. Und er wartet, wann die Zeit kommt, dass er auf die Erde kommt. Und er ist bereit. Bist du bereit, wenn er kommt? Überraschend. Bist du bereit? Amen. Amen, Halleluja. Sind wir bereit? Er ist bereit. Wir wollen jetzt gemeinsame Gebetszeit miteinander verbringen. Wir können kleine Gruppen bilden und für verschiedene Anliegen beten. Eines der Anliegen ist für mich Flüchtlinge in der Schweiz. Es gibt an vielen Orten in der Welt Krieg. Man kann sich über Flüchtlinge beschweren oder man kann für sie beten. Wir beten für sie. Wir beten, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Alle Menschen, die von irgendeinem Land da hier in die Schweiz gekommen sind, beten wir doch für diese Menschen. Gott hat sie hierher geführt, ob das ihre Motivation war oder nicht, aber wir beten für sie, dass sie Jesus kennenlernen. Ein anderes Anliegen ist für unsere Kinder. Wie ihr alle wisst, das Internet ist ein gefährlicher Ort. Man bleibt anonym dort vielmals und da gibt es viel Cybermobbing. Beten wir doch für unsere Kinder,
dass sie von dem verschont bleiben. Viele Kinder und Teenager haben schon ihr Leben beendet aufgrund von Cybermobbing. Beten wir, dass unsere Kinder die Kraft haben, Nein zu sagen zu gewissen Dingen und dass die Eltern die Weisheit haben, ihren Kindern Dinge beizubringen, die sie wissen müssen. Und dass unsere Kinder verschont bleiben vom Cybermobbing. Und als letztes noch, beten wir doch für die Gemeinde, die lokale Gemeinde, dass das immer ein Ort ist und bleibt, wo Menschen einen Ort der Zuflucht und ein Ort der Liebe finden werden. Um das geht es in der Gemeinde, dass Menschen Gott begegnen und dass es ein Ort der Zuflucht und der Liebe ist. Amen. Machen wir Gruppen und beten miteinander für diese Themen.
wir trauen dir Großes zu. Dein Name ist wunderbar, dein Name macht wunderbar, starke Heiler, treue Versorger, ewig holy, du bist wunderbar. Wir trauen dir Großes zu. Dein Name ist wunderbar, dein Name macht wunderbar, starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung, du bist wunderbar. Halleluja, Halleluja. Ja, Jesus, du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist großartig. Wir lieben dich, wir preisen dich, wir erheben deinen Namen, Jesus Christus. Wir danken dir für diesen Abend, wir danken dir für deine Güte. Ich bitte dich, dass du deine Hände ausstreckst, Jesus, über jedem Einzelnen. Ich spreche Heilung in dein Leben. Ich spreche Wiederherstellung in dein Leben. Ich spreche Sieg in dein Leben im Namen Jesus Christus. Halleluja. Der Herr behüte dich und der Herr segne dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz über dich und gebe dir Frieden. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Der Herr mit euch.